Familienminister, will den honorablen Herr Karteiser Informationen über das Forfait d'Éducation auf Lützeburg Mammerent. Vielmals merci, Herr Präsident, Madame Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten an letzter Zeit eine paar Deklarationen über die Regierung hören über das Thema Mammerent. Der Premierminister hat auf der Television gesagt, dass eventuell über die Opportunität für Kommunen nachdenken. Madame Minister Kahn hat gemeint, dass eng froh wäre, ob nicht Mammen müsste encouragieren. Das wird die Intention der Regierung für schaffen zu gehen. Alles das stellt uns also direkt froh über die Zukunft von der Mammerent. Und das ist auch schon die erste Frage und die Regierung, was gedenkt die Regierung an dem Dossier Mammerent zu machen. Und die zweite Frage, die man gerade so interessant findet, an uns nämlich das ist eben die Equität an dem Ganzen. Weil die erinnert sich, dass an der letzten Legislaturperiode schon Mammerent von 60 auf 65 Jahre Bezugsalter abgesagt wurde. Und das also so schnell nicht wie eine Justiz gewirrscht gegenüber den Mammen, die nicht eine berufliche Karriere, nicht eine Pensionsansprüche hatten, gegenüber denen, die einfach schaffen gegangen sind, für wert. Man will am Kalkül von der Rente, von ihnen Renterecht hat, auch den Forfait mat dran, dass die Regierung als Salariatsparty weiter bezahlt wird für die Mammen, also aus Babyjoren, an von denen können die Mammen profitieren, die Pensionsrechte haben, während den Ausgleich für die Mammerent eben auf 2 Manieren nicht mitgezündet, einerseits durch die Unhebung vom Bezugsalter, und auf der anderen Seite eben noch froh, wie das in Zukunft überhaupt nach denen Mammen soll zugutekommen oder Pappen in gewissen Fällen, die eben sich selber um die Erziehung von den Kindern kümmern. Also als von der Regierung, was die Regierung will, es mit der Mammerent, und das Prinzip d'Equité garantiert zwischen denen, die Pensionsansprüche haben, und denen, die das nicht tun. Vielmals merci.